Heute gibt es eine Buchempfehlung von mir mit religiösem Hintergrund. Das heißt, an dieser Stelle schon, wer sich mit Bibelgeschichten nicht beschäftigen mag, hier ausschalten. Ich habe ein Buch entdeckt von der Susanne Niemeyer, ganz aktuell, Eva und der Zitronenfalter. Es geht um Frauengeschichten aus der Bibel. Und die Susanne Niemeyer, finde ich, hat das total cool gemacht. Mit Charme und Witz und Humor schreibt die über Szenen, die wir alle kennen aus der Bibel. Eben die ab und zu in der Bibel lesen. Und die setzt diese Geschichten dann in die jetzige Zeit und schreibt sie ganz anders, wie man es kennt. Nicht so straff, nicht so fest getackert, sondern ganz locker, so als ob die Geschichte jetzt gestern bei uns daheim passiert war. Und dann ist es echt spannend, weil man sagt, ja, Moment, diese Frauen, die haben uns ja viel näher mit ihren Themen, wie wir meinen. Das ist nicht 2000 Jahre alt. Diese Szene hat es damals schon gegeben und die gibt es heute noch. Also ich zähle ein paar Namen auf, zum Beispiel, die erste Geschichte geht um die Eva, zweite Geschichte Maria von Magdala, die totaler Anhänger und Fan von Jesus war, der das wichtig ist, dass man da ein bisschen Licht einbringt, ein bisschen Klarheit, die das weitergeben mag, was sie in sich trägt, das Wissen. Dann gibt es eine Geschichte von der Judith, war mir nicht so bekannt. Es folgt da anschließend immer ein kleiner Auszug aus der Bibelstelle, dass man sich erinnert und sagt, ja stimmt, genau, habe ich auch schon mal gehört. Dann gibt es diese Szene zwischen Martha und Maria, total gut erklärt auch. Man hat sofort das Gefühl, ja Mensch, genau, Martha und Maria, man hat beides in sich. Es kommt der Besuch, damals war es der Jesus, ja. Heute kommt halt irgendjemand anders. Der klingelt an der Haustür und du sagst dann, die Martha hat dann gesagt, na, ich bin heute nicht gerichtet, es ist nicht aufgeräumt, ich habe keinen Kuchen, heute passt's mir gar nicht. Und die Maria in dir, die sagt, komm einer, setz dich her, es geht jetzt halt nur darum, dass du was erzählst und ich dir zuhöre. Und ja, da habe ich mir echt einen Teil dabei gedacht, so kann man die Geschichten auch sehen. Und dann haben die nicht so weit weg von uns, sondern dann sagst, ist mir auch schon so gegangen, dass ich den Besuch lieber weggeschickt hätte, weil mein Haus gerade nicht perfekt passt. Aber darum geht's nicht. Es ist um den Besuch gegangen und um das, was der dir zum Geben hat und du ihm. Und eine ganz tolle Geschichte, die Ehebrecherin versetzt ins Jetzt. Klar, eine Prostituierte namens Peggy, für die das einfach die Arbeit ist, die sie macht und da verdient sie ihr Geld und sagt es nicht so schlimm, aber sie ist halt die Ehebrecherin und viele Männer am Ort gingen zu ihr und dann gibt's eine Getratsche und dann kämen plötzlich Männer auf, die auch schon bei der Peggy waren und dann müsste man halt irgendwie schauen, dass man diese Peggy, dieses Problem löst. Und dann saß halt da damals der Jesus, der gesagt hat, und heute sagt das irgendjemand anders, der die Hand hebt und sagt, hallo, wer selber ohne Schuld ist, der nimmt jetzt den ersten Stein und werfe auf die Peggy. Ja, und so geht es durch das ganze Buch hindurch, auch Engelserscheinungen, auch Maria, die dann plötzlich schwanger war und der Josef muss ihr halt helfen, weil allein schafft sie es nicht. Und erklärt ganz locker da wir sind die heilige Familie, hast du sie dir anders vorgestellt? Also das ist echt ein Vergnügen, das zum Lesen. Das ist ein bisschen entstaubt, die ganze Bibelsituation und bringt uns aber dem Ganzen doch wieder sehr nahe. Man sagt, ja, alles klar, weiß ich, gibt's heute immer noch. Also viel Spaß, Eva und der Zitronenfalter. Mir hat's gut gefallen, mal was anderes.